Wie versprochen, ab jetzt gibt es das Lernvideo für den Sommernachtswalzer von Herbert Bixner hier gratis auf YouTube. Für einen noch besseren Lernerfolg empfehle ich euch dieses Stück auf meiner Website www.harmonicacademy.com zu üben. Hier könnt ihr unter der Sparte Einzellieder ganz einfach ohne Anmeldung und gratis dieses Lied mit der Loop-Funktion lernen. Und ihr werdet sehen, dann ist das Üben um einiges leichter. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen dieses wunderschönen Walzers. So, jetzt starten wir mit dem Sommernachtswalzer. Eingeteilt wird dieses Stück in einen ersten, zweiten und dritten Teil. Noch ein kleiner Tipp am Rande, ich empfehle euch bei diesem Stück alle Noten eng aneinander zu spielen, also eng gebunden, dass das Stück schön getragen klingt. Was noch sehr wichtig ist, ist das Pianoforte, also das Laut- und Leiser-Spielen. Jetzt beginnen wir mit dem ersten Teil. Zur Orientierung legen wir den 5. Finger auf den Gleichton der 2. Reihe. Der erste Griff besteht aus 5. Finger 2. Reihe, 3. Finger 3. Reihe, 2. Finger 4. Reihe. Auf Druck klingt dieser Griff dann so. Also ein Quergriff. Ich wiederhole es nochmal. 2. Finger 4. Reihe, 3. Finger 3. Reihe, 5. Finger 2. Reihe. Bevor wir dieses Stück im Rhythmus lernen, werde ich euch jeden Griff Schritt für Schritt und langsam zeigen. Also wie gesagt, auf Druck 2, 3 und 5. Weiter geht es mit den 3., 4. und 5. Finger in der 3. Reihe und dann 2, 3 und 4. Wieder der Quergriff mit 2, 3 und 5 und wieder 3, 4, 5 3. Reihe. Wir ziehen und spielen den 2., 3. und 4. Finger in der 1. Reihe. Drei, 4, 2. Reihe, 3. Reihe und weiter auf Druck mit 1, 2 und 3. 1 und 2 liegen in der 3. Reihe, der 3. Finger in der 4. Reihe. Weiter geht es dann mit 4 und 5 in der 3. Reihe, 2. Reihe, 2, 3, 4. Reihe und dann 3 und 5 in der 4. Reihe. 1 und 2, 2, 3, 2. Reihe, 4. Reihe. Wir ziehen und spielen den 2. und 5. Finger in der 3. Reihe. Eins, 2. 2, 3, 2. Reihe. 3. Reihe. Und weiter auf Druck mit 2, 3 und 4 in der 3. Reihe. Nochmal. Jetzt kommt wieder dieser Quergriff, aber mit anderen Fingern. Also, der Daumen liegt nun in der 4. Reihe, 2. Finger 3. Reihe, 5. Finger in der 2. Reihe. 1, 2 und 3. 3. Reihe. Und darauf ziehen wir. Und dann wird wieder dasselbe gespielt. Also wieder der Quergriff. Dieses Mal wieder mit 2, 3 und 5. 3, 4, 5, 3. Reihe. 2, 3, 4. Wieder der Quergriff. 3, 4, 5. Wir ziehen
2, 3, 4 in der ersten Reihe. 3, 4 zweite Reihe, dritte Reihe und weiter Aufdruck 1, 2 und 3, 1 und 2 in der dritten Reihe, der dritte Finger, vierte Reihe. Vier, 5 in der dritten Reihe, zweite Reihe, 2, 3 in der vierten Reihe, 1 und 2, wieder 4 und 5, dritte Reihe, zweite Reihe, 2, 3 in der vierten Reihe, wir ziehen und spielen 1 und 2 in der dritten Reihe, nochmal, 2, 3 zweite Reihe, dritte Reihe und darauf drücken wir und spielen den Schluss mit 1, 2 und 3 in der dritten Reihe. Zwei Pausen und das war dann schon der gesamte erste Teil. Und diesen spielen wir jetzt noch im Rhythmus. Wir legen wieder zur Orientierung den fünften Finger auf den Gleichton der zweiten Reihe und starten Aufdruck mit dem kleinen Finger, zweite Reihe, dritter Finger, dritte Reihe, zweiter Finger in der vierten Reihe. 1, 2, 3. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Pause, Pause. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil und dieser Teil ist nicht ganz einfach zu spielen, da wir hier Sechzehnteltriolen finden werden. Und wenn ihr dieses Stück dann in Tempo spielt, sind diese Sechzehnteltriolen nicht ganz einfach zu spielen.
Ich empfehle euch deshalb, diesen Teil so oft es geht mit der Loop-Funktion zu üben. Also immer wieder dieselbe Stelle und zwar so lange, bis sie dann richtig gut sitzt. Und weiter geht es mit dem zweiten Teil. Dieser startet auf Druck nur mit der Bassseite. Diese sehen wir uns aber später an. Für die Melodieseite legen wir den dritten Finger auf den Orientierungston der ersten Reihe. Der zweite Teil startet auf Zug in der ersten Reihe mit dem zweiten und fünften Finger und wir starten mit einem Auftakt. Beginnen wir langsam. Nochmal. 1 und 2. Nochmal. 1 und 4. Nochmal. Und wieder 2 und 5. Und darauf wechseln wir in die zweite Reihe mit 2 und 4. Der zweite Finger liegt einen Knopf oberhalb von Gleichton und der vierte Finger lässt 2 Knöpfe frei. Und darauf folgen Sechzehnteltriolen. Diese sind nicht ganz einfach zu spielen. Diese bestehen aus dem fünften Finger in der ersten Reihe, vierter Finger zweite Reihe und wieder der fünfte Finger erste Reihe. Und darauf spielen wir den ersten und vierten Finger in der zweiten Reihe. Der vierte Finger liegt nun einen Knopf unterm Gleichton. Ich spiele euch diese Stelle einmal im Rhythmus vor. Also 1, 2, 3. Noch einmal. 1, 2, 3. Nachher, wenn ihr dieses Stück im Tempo spielt, ist diese Stelle nicht ganz einfach zu spielen, da die Sechzehnteltriolen ziemlich schnell zu spielen sind. Für wen diese Stelle also zu schwer ist, der kann auch diese Stelle vereinfachen. Und zwar so, wir spielen den zweiten und vierten Finger auf den ersten Schlag und bereits schon auf den zweiten Schlag spielen wir die Triolen. Also keine Sechzehnteltriolen mehr, sondern Achteltriolen. Diese sind ein bisschen langsamer zu spielen. Das hört sich dann so an. 1, 2, 3. Also nochmal. 1, 2, 3. Und nochmal die schwere Version. 1, 2, 3. Weiter geht es dann mit dem zweiten und fünften Finger in der ersten Reihe. Wieder der erste, zweite Finger. Nochmal. 1 und 4, zweimal. 2, 5. Und dann auf Druck 2 und 4. Es folgen 2 Pausen und darauf spielen wir wieder dasselbe. Auf Zug 2, 5. Nochmal. 2 mal 1 und 2. 2 mal 1, 4. 2, 5. Dann 2 und 4 in der zweiten Reihe. 1, 2. Also wieder dieselbe Stelle mit den Triolen. Noch einmal. 1, 2, 3. Nochmal die vereinfachte Version. 1, 2, 3. Und darauf folgt dann der Schluss. Der Daumen kann bleiben, der zweite Finger dazulegen, also in der zweiten Reihe. Dritte Reihe, Gabelgriff mit 2 und 5. 3, 4, zweite Reihe. 4, 5, erste Reihe. Einen Knopf nach unten rutschen. 3, 4 in der zweiten Reihe. Und der fünfte Finger in der dritten Reihe. Oberhalb der letzten beiden Töne finden wir ein Fermatezeichen. Das bedeutet, wir können diese Töne etwas länger aushalten, als uns die Notendauer verrät. Also 3, 4.
und der kleine Finger in der dritten Reihe. Und diesen kleinen Finger, den müsst ihr leise spielen. Also nicht festziehen, sondern mit Gefühl. Ich spiele euch den Schluss einmal vor. Also, auf Zug. Sehen wir uns den Schluss noch einmal an. Also wir starten in der zweiten Reihe mit 2-1, dritte Reihe, Gabelgriff 2-5, 3-4 zweite Reihe, 4-5 erste Reihe, einen Knopf nach unten, 3-4 in der zweiten Reihe klingen lassen und der kleine Finger dritte Reihe leise spielen und auch klingen lassen. Und das war dann der gesamte zweite Teil. Und diesen spielen wir jetzt im Rhythmus. Ich empfehle euch, diesen Teil so oft wie möglich mit der Loop-Funktion zu üben, dass ihr die Notendauer richtig gut im Kopf bekommt. Also zur Orientierung, dritter Finger auf den Orientierungston der ersten Reihe. Und wir starten auf Zug vom Auftakt mit den zweiten und fünften Finger. 1, 2, 3. Drücken, Pause. Pause, ziehen. Weiter geht es mit dem dritten und letzten Teil. Zur Orientierung legen wir den zweiten Finger auf den Gleichton der zweiten Reihe. Wir starten auf Druck mit den vierten und fünften Finger in der zweiten Reihe und wir starten mit einem Auftakt. Ich spiele euch zuerst einen Teil vor. Also sehen wir uns diesen Teil jetzt an. Zweiter Finger, wie gesagt, auf den Gleichton zur Orientierung. Und wir starten auf Druck mit den vierten und fünften Finger. Beginnen wir langsam. 3, 5, der Kreuzgriff, dritter Finger, dritte Reihe, fünfter Finger, erste Reihe. 3, 4, zweite Reihe. Erste Reihe. Dritte Reihe 2, 3. Erste Reihe. Wieder dritte Reihe. 3, 4 erste Reihe. Und in die zweite Reihe. 2, 3. 1, 2. Und darauf ziehen wir und spielen 1, 2 und 4 in der ersten Reihe. Der vierte Finger liegt einen Knopf unterhalb vom Orientierungston. Weiter geht es dann auf Druck. Ich spiele euch zuerst wieder diese Stelle vor. Also wir liegen nun mit den dritten und vierten Finger einen Knopf oberhalb vom Gleichton der dritten Reihe. Also der vierte Finger zuerst zur Orientierung auf den Gleichton legen. Aber wir spielen den vierten Finger einen Knopf darüber
und legen noch den dritten Finger dazu. In die zweite Reihe. Kreuzgriff mit 2 und 4, zweiter Finger, dritte Reihe, vierter Finger, erste Reihe. 2, 3, zweite Reihe. Erste Reihe. 1, 2, dritte Reihe. 2, 3, zweite Reihe. Und darauf ziehen wir 1 und 2 auch in der zweiten Reihe. Und dann spielen wir wieder dasselbe. Also zur Orientierung zweiter Finger auf den Gleichton der zweiten Reihe. Und wir starten auf Druck mit den vierten und fünften Finger. Kreuzgriff 3, 5. 3, 4. Erste Reihe. 2, 3, dritte Reihe. Erste Reihe. Dritte, 3, 4 in der ersten Reihe und dann in die zweite Reihe. 2, 3, 1, 2. Wir ziehen 1, 2 und 4 erste Reihe. Und dann geht es wieder weiter auf Druck. Der dritte und vierte Finger wieder in die dritte Reihe. Und diese beiden Töne liegen einen Knopf oberhalb vom Gleichton der dritten Reihe. Zweite Reihe. Kreuzgriff 2, 4. Wir ziehen 1 und 2 dritte Reihe. 2, 3 in der zweiten Reihe. 1, 2 zweite Reihe. Und dann auf Druck der Schluss mit 1, 2 und 3. Und darauf folgt dann die Wiederholung. Und diese spielen wir jetzt im Rhythmus. Wir legen wieder zur Orientierung den zweiten Finger auf den Gleichton der zweiten Reihe. Und starten auf Druck mit den vierten und fünften Finger. Dieses Mal starten wir im ersten Haus vom Auftakt. Also, wir sehen 4-mal dieselbe Note. Und wie gesagt, das ist der Auftakt für die Wiederholung. 1, 2, 3, 1. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Ziehen. Drücken. Ihr seht hier im letzten Takt vom dritten Teil 2 Viertelnoten, also 2 Noten, die nur einen Schlag haben. Und das ist unser Auftakt für den ersten Teil. Wir spielen also nach diesem dritten Teil nochmal den gesamten ersten Teil bis zum Schluss und dann ist das Stück fertig. Auf der linken Seite sehen wir die Benennung der einzelnen Basstasten. Diese werden ganz einfach nach den A, B, C, D, E,
F, G und H benannt. Auf der rechten Seite sehen wir die Bassbelegung oder das Basssystem, welches in meiner Harmonika verbaut ist, also wie die einzelnen Basstasten klingen sollten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Bassbelegung eure Ziehharmonika hat, empfehle ich euch bei eurem Harmonikahersteller oder auch bei einem Harmonikalehrer nachzufragen. Diese können euch bestimmt weiterhelfen. Und jetzt sehen wir uns noch die Bassseite an. Für den ersten Teil benötigen wir die beiden C-Bässe, als Wechselbass das große B, die beiden G-Bässe, hier sollte der kleine Mollakkord verbaut sein, die beiden E-Bässe, hier sollte auch beim kleinen Bass der Mollakkord verbaut sein, als Wechselbass spielen wir hier das große F, die beiden D-Bässe, als Wechselbass das große C und wir werden bei einem Bassgang auch das große A finden. Den Bassgang sehen wir uns aber später an. Spielen wir zuerst den gesamten ersten Teil im Rhythmus durch. Wir beginnen auf Druck mit dem großen C-Bass. Hier wird der Bass immer lang betont und die Akkorde richtig kurz. Also nicht vergessen, großer Bass lang, die kleinen Bässe richtig kurz. 1, 2, 3. Also dieser Bassgang besteht aus großen C, vierter Finger, zweiter Finger großes G, vierter Finger großes E, zweiter Finger großes B, vierter Finger großes F, zweiter Finger großes A und darauf beide C-Bässe. Und das war dann der gesamte erste Teil. Und weiter geht es mit dem zweiten Teil. Der zweite Teil besteht aus den beiden G-Bässen mit dritten und vierten Finger, beiden B-Bässen, dieselben Finger und den beiden A-Bässen. Diese spiele ich mit zweiten und dritten Finger. Dieser Teil startet auf Druck mit den beiden G-Bässen. 1, 2, 3. Fehlt uns nur noch der dritte und letzte Teil. Dieser Teil besteht aus den beiden B-Bässen, den beiden C-Bässen und den beiden G-Bässen.
Wir werden hier auch 2 Bassgänge finden. Der erste Bassgang besteht aus großem B, 4. Finger, großes G, 3. Finger und das große H, 2. Finger. Hier kann sein, dass das große H bei eurer Harmonika nicht so klingt wie bei meiner Harmonika. Ihr könnt statt den großen H das große A spielen. Und wir finden den typischen Walzerschluss, also B, A, G und die beiden B-Bässe. Spielen wir den gesamten Teil im Rhythmus. 1, 2, 3.